Die Herrschenden haben schon immer peinlich darauf geachtet, dass ihre Meinung, die beherrschende Meinung, nicht durch unangenehme Tatsachen oder kritische Fragen ins Ungleichgewicht gebracht wird. Am bekanntesten ist sicherlich die Inquisition des Mittelalters, aber die Verfolgung Andersdenkender hat dort nicht angefangen und hat leider auch dort nicht geendet. Und ich freue mich heute, mit einem Arzt sprechen zu können, der eine Art Impfquisition erfahren hat, denn er hat wegen seiner kritischen Äußerung zur Impferei ein langjähriges Berufsverbot erfahren. Herzlich willkommen, Hans Leubner. Ich freue mich. Hans, die Impferei hat sich ja im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr stark verändert. Früher gab es so einen Begriff namens Impftauglichkeit. Kannst du mir mal erzählen, was früher darunter verstanden wurde? Die 150 Jahre lang Pockenimpfung war die einzige und beherrschende Impfung bis 1950. Dann hat man zu diesem Zeitpunkt erkannt, dass eben unter 100 Menschen mindestens eine Handvoll bis 2 Hände voll Menschen durch diese Impfung schwere Schäden erlitten hatten. Lähmung, Blindheit, Taubheit und Tod. Die Ärzteschaft hat das im Laufe der Zeit registriert und hat daher verlangt, und so steht es auch in den Lehrbüchern der Kinderheilkunde, dass die Person, die geimpft wird, auf Impftauglichkeit zu untersuchen ist. Das heißt, kranke Menschen sollen nicht geimpft werden. Das war der Begriff Impftauglichkeit. Heute haben wir um vieles mehr Impfungen, die infolge der modernen Möglichkeiten, Impfstoffe herzustellen, wesentlich weniger Nebenwirkungen haben, aber in der Gesamtheit doch eine beträchtliche Zahl haben. Nun wird diese Schädigung durch Impfungen heute praktisch totgeschwiegen. Das soll es ganz einfach nicht geben. Der Begriff Impftauglichkeit ist also praktisch verschwunden. Du hast ja ganz normal an der Universität Medizin studiert. Was hat man früher über Impfungen erfahren während des Medizinstudiums? Was erfährt man heute? Es werden viele überrascht sein, wenn ich jetzt erkläre, dass wir in 7 Jahren Medizinstudium eine einzige Veranstaltung hatten, die 2 Stunden gedauert hat, wo wir über die Technik des Impfens und über die Nachbeobachtung des Geimpften unterrichtet wurden. Das war ein sogenanntes Impfseminar, das von einem Professor für Kinderheilkunde vorgetragen wurde. Und das war das Einzige, was heute die Medizinstudenten bis zu ihrem Abschluss über Impfungen hören. Nichts anderes erfahren die Ärzte. Was die Ärzte heute über Impfungen wissen, erfahren sie aus den Medien beziehungsweise von den sehr relativ sponsorbelasteten Fortbildungsveranstaltungen. Mehr wird auf der Universität nicht gelehrt. Was erfahren Ärzte aus der Standespresse über Impfnebenwirkungen? Können die einen Impfschaden, eine extreme Impfreaktion überhaupt erkennen? Wenn etwas nicht im Horizont ist, wenn ich etwas nicht gelernt habe und wenn ich etwas nicht weiß, dann ist es mir unbekannt. Und aus diesem Grunde sind den meisten Ärzten die Möglichkeiten nicht bekannt, dass es, und das ist die Wirklichkeit, dass jede Impfung eine vorübergehende Krankheit erzeugt und dass eben bei den heutigen großen Anzahl der vielen Impfungen selbstverständlich viel mehr Impfkrankheiten sich ereignen. Du hast ja lange Zeit als Arzt praktiziert, ohne Impfungen in Frage zu stellen. Bis du irgendwann mal, das war glaube ich 1979, ein Mädchen in der Praxis hatte, dem es nach einer Polio-Impfung nicht gut ging. Was hatte die für Symptome und wo hast du die Ursache gesehen? Das war der sogenannte erste Impfschaden, den ich in meiner Praxis gesehen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir über Impfungen noch wenig Gedanken gemacht. Das 2-jährige Mädchen wurde nach einer Polioimpfung gelähmt und ich habe das Bild noch von mir, wie die Eltern das Kind hereintragen, das die Beine eben nicht bewegen konnte, das gelähmt war bis an den ganzen unteren Extremitäten. Ja. Da hat bei mir noch nicht so richtig Alarm geschlagen. Erst später, wie ich dann bei der Zeckenimpfung, wie nach Einführung der FSME-Impfung, der sogenannten Zeckenimpfung, da habe ich dann mehrere Fälle gesehen, akute Hirnhautentzündung und schließlich den Tod einer jungen Studentin nach einer FSME-Impfung.
Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich wusste, ich muss mich mit diesem Thema intensiv beschäftigen. Sprechen wir noch einmal etwas tiefer über die Polio-Impfung. Wir können uns alle an die Impfkampagnen der 70er Jahre, Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam erinnern. Warum ist diese Schluckimpfung denn in den reichen Ländern dieser Welt irgendwann abgeschafft worden? Zunächst waren es Hunderte von Gelähmten in den Vereinigten Staaten. Und auch, da wurde in Europa noch weiter geimpft. Die Amerikaner haben dann begonnen, diese Impfung einzustellen und gegen die sogenannte Spritzimpfung auszutauschen, die wiederum vor der Schluckimpfung als die schädlichere gegolten hat. Aber nachdem diese Fälle aufgetreten sind, haben sich die Impfbetreiber wieder auf die Spritzimpfung besonnen und haben dann die Spritzimpfung als die nebenwirkungsärmere bezeichnet. Nun, da sind viele Impfstoffe von den Schluckimpfstoffen übrig geblieben, beziehungsweise waren noch in Produktion. Und diese sind in die armen Länder gegangen, mit dem Argument, es gibt zwar mehr Nebenwirkungen, aber dort können diese Menschen können sich nichts Besseres leisten und trotzdem ist es dann eine Hilfe für die Länder in den armen Ländern. Heutzutage macht Bill Gates große Schluckimpfungskampagnen in den armen Ländern. Der Mann hat eigentlich genug Geld. Warum wird die Schluckimpfung auch von einem so reichen Mann immer noch in den ärmeren Ländern durchgeführt? Der macht das ja sogar persönlich. Man sieht, wie er persönlich den Kindern die Tropfen in den Mund träufelt. Warum er das macht, ich nehme an, es geht wie jeden anderen Menschen auch. Wenn man viel hat, will man noch mehr haben. Von Impfung selbst kann er sicher nichts verstehen. Er ist weder Arzt noch Wissenschaftler. Er wird sicher was vom Geschäft verstehen. Erwähnt. Kannst du den Fall noch mal etwas ausführlicher erläutern, wie du in Kontakt zu dem Fall gekommen bist, welche Symptome vorlagen und wie das dann weiterging, bevor der Tod eintrat? Ja, die erste heftige Impfreaktion oder Impfkrankheit habe ich ja erlebt bei einem Sportler namens Orientierungsläufer. Das war ein junger Mann, der wenige Stunden nach der FSME-Impfung, die ich selbst durchgeführt hatte, eine schwere Hirnhautentzündung erlitten hatte. Da habe ich glücklicherweise diesen Patienten helfen können und er ist wieder genesen. Da hat sie mir schon Unsicherheit gegeben. Und dann in meiner Privatpraxis habe ich dann 2 kleine Kinder in Behandlung gehabt, die nach der FSME-Impfung eben Asthma und Neurodermitis bekamen, wurden dann geheilt. Und schließlich rief mich eine Mutter an, die hat mir erklärt, ihre Tochter hat seit der FSME-Impfung eine Gesichtslähmung. Mit großem Optimismus versprach ich der Mutter, die Tochter wird wieder gesund werden. Wenige Tage später ruft sie mich an, sie wird nicht kommen, denn sie ist gestorben. Und im Laufe der Jahre, seit es diese Zechenimpfung, sprich Impfung gegen FSME, gibt, habe ich natürlich wesentlich mehr ganz schwere Fälle gesehen und auch Fälle mit tödlichem Ausgang. Welche Gefühle hat man so dabei, wenn man einfach sieht, ständig hört man von Fällen oder hat sie in der Praxis, wo nach Impfungen schreckliche Symptome auftauchen und es wird trotzdem munter weiter geimpft? Was für Gedanken gehen einem da durch den Kopf? Man ist da zunächst einmal ganz allein als Arzt. Da ist die Mehrheit, das ist empfohlen. Das wird so gemacht, das ist Stand der Wissenschaft. Da ist man zunächst ganz allein und man beginnt zu zweifeln. Ich habe ganz einfach mich mit dem Thema beschäftigen begonnen, habe glücklicherweise Bücher gehabt aus der Zeit des Beginns der Impfung, aus der Zeit der Pockenimpfung. Und da wurde mir sofort klar, dass das Impfen nicht das, was uns heute erzählt wird, zum Schutz war, sondern ursprünglich ganz andere Motive hatte. Und in Wirklichkeit waren es bevölkerungspolitische Motive. Mit welcher Literatur oder mit welchen Autoren hast du dich befasst, als bei dir schon mal die Erkenntnis anfing zu keimen, Impfungen tun schlechte Dinge mit den Menschen? Ja,
Da war in erster Linie dieser deutsche, berühmte, hochgeschätzte, ausgezeichnete Naturheilarzt von Platen, der also sich wirklich mit der Gesundheit der Menschen gerade in Deutschland außergewöhnlich beschäftigt hat und auch geschätzt wurde und ausgezeichnet wurde. Nun, in seinen Büchern, das ist ein dreibändiges Werk, ist ein großer Teil der Bockenimpfung und ihrer Schädlichkeit gewidmet. Und da steht es so klar wie nur drinnen, dass das Impfen ein Irrtum der Menschheit war, ja, und nie etwas mit Schutz zu tun hatte und viel, viel Unheil angerichtet wurde durch die Impfungen. Viele Menschen glauben ja, Impfungen hätten mit dem englischen Arzt Jenner angefangen, was nicht ganz richtig ist, denn Impfungen hat es schon vorher gegeben. Kannst du uns da mal so einen kurzen Überblick über die Geschichte der Impferei geben? Es wird uns erzählt, dass der Dorfpater, wohlgemerkt kein Universitätsprofessor und auch kein hoch angesehener Wissenschaftler, Edward Jenner die Impfungen erfunden hätte. Ja? Das ist bitte nicht wahr, denn auch in Europa wurden schon viele Jahre vorher vereinzelt Bockenimpfungen geübt. Die sogenannten Inokulatoren, das waren Leute verschiedenster Berufe, die sind durch die Lande gezogen und haben die Leute, die es wollten, gegen Pocken geimpft, haben ein Irrsinnsvermögen verdient dabei. Und das war noch eine relativ kleine Gruppe von Menschen. Das eigentliche Problem begann mit Napoleon. Napoleon hat bei seinen Feldzügen im Orient, in Ägypten, in Syrien gesehen, dass die osmanischen Sklavenhändler ihre Sklaven gegen Pocken geimpft hatten. Wir müssen daran denken, dass es die Pocken ja immer gegeben hat zur damaligen Zeit. Und es gibt sogar die Aussage, dass ein Mensch, der die Pocken noch nicht überlebt hatte, bis zum 3. Lebensjahr, nicht zu den Geborenen gezählt wurde. Im russischen Infanterieregiment zum Beispiel wurden nur pockennarbige Männer aufgenommen. Das heißt, Männer, die die Pocken überstanden haben, die hat man für gesund und lebensfähig und kräftig gehalten. Und die osmanischen Sklavenhändler haben deswegen ihre Buben und Mädchen, die sie gekauft haben, ihre Buben und Mädchen gegen Pocken geimpft. Und die, die es gut überstanden hatten, für die konnten sie einen guten Preis bekommen. Und das hat natürlich dem Imperator Napoleon sehr gut gefallen. Er hat dann, Beginn des 19. Jahrhunderts, die allgemeine Impfpflicht gegen Pocken eingeführt. Zuerst in den Spitälern, da hat es dann viele natürlich Tote gegeben, dann bei den Kindern ebenso und schließlich bei allen Soldaten. Und die deutschen Fürsten haben das ihm dann nachgemacht. Denn das war ganz klar, wir können keine Kranken brauchen, wir können keine Fragezeichen brauchen für unsere Rekrutierung. Und so hat sich dann das Impfen durchgesetzt, weil es Staatsakt war. Das war allgemeine Impfpflicht. Derselbe Napoleon, der auch die allgemeine Wehrpflicht eingeführt hatte. Und ab dieser Zeit hat es keine Kritik mehr gegeben. Die Leute sind zwar auf die Straße gelaufen mit ihren verstorbenen Kindern, mit ihren verkrüppelten Kindern und haben dagegen protestiert und geklagt. Und man hat den einfachen Leuten erklärt, das ist zu eurem Schutze. Deswegen kommt der Begriff Schutzimpfung. Man hat den Leuten erklärt, es ist zu eurem Schutze, etwa in einem kleineren Dorf, da haben wir dann, die Schwachen waren weg und dann hat man jahrelang keine Pockenfälle mehr gesehen. Bis zur nächsten Pockenepidemie, die dann in Folge Hungersnot, Missernten und all diese Dinge wieder, oder Kriege doch wieder neue Fälle aufgetreten sind. Und so hat man die Impfung praktisch für eine gesundheitliche, präventive Einrichtung erklärt, was es in Wirklichkeit nicht war. Es war ein Ausleseverfahren. Das heißt, die schwachen Kinder, die für eine Pockeninfektion im späteren Lebensalter empfänglicher gewesen wären, die sind an den Folgen der Impfung dann halt gleich dahingeschieden. Und dann hatte man über einige Jahre hinweg, hatte man weniger. Aber auch das stimmt nicht immer, denn es sind auch dennoch nach den Impfungen wieder neue Pockenausbrüche zu verzeichnen gewesen. Aber das hat die Staatshoheit nicht interessiert. Es hat ja Wissenschaftler gegeben, wie zum Beispiel der englische Russell Wallace, der die damaligen Statistiken sofort studiert hatte und eben widerlegt hatte und hat bewiesen, dass mehr Tote durch die Pockenimpfung
aufgetreten sind als durch die Pocken selbst. Aber das hat die Herrscher nicht interessiert. Tja, da fragt man sich dann, wie dieser Gedanke der Impfung, wie der Impfgedanke sich überhaupt durchsetzen konnte, wenn es von Anfang an eigentlich gar nicht funktioniert hat. Wenn etwas ein Riesengeschäft geworden ist und Staatsakt ist, dann gibt es daran nichts zu zweifeln. Dass wir erst heute von Menschenrechten sprechen, dass in der Medizin es heute wissenschaftliche Anforderungen gibt, Arzneimittelprüfungen, Meldepflicht über Nebenwirkungen, dass es vor allem eine soziale Versorgung gibt nach Impfschäden, nach Impfkrankheiten, das hat es damals nicht gegeben. Es hat ohnehin genug Hunger gegeben und wenn da einige weniger zu versorgen waren, dann hat das den Herrschern aber nicht besonders gestört. Ja. Und so ist das, und wenn das 150 Jahre in Europa war, dann ist das ganz einfach Allgemeingut, Allgemeindenken geworden. Dass natürlich ab 1950 dann neue Impfstoffe dazugekommen sind, das hat damit zu tun, dass das natürlich ein gigantisches Geschäft war. Napoleon hatte praktisch der ganzen Impfindustrie das Fundament gelegt. Pflicht. Zig Millionen Menschen mussten geimpft werden und in den 70er Jahren hat die WHO mit ihrer groß angelegten Impfkampagne gegen Pocken immerhin 2 bis 3 Milliarden Menschen geimpft. Und an dieses Geschäft haben sich natürlich dann die neuen Impfbetreiber angeschlossen. Bedenken Sie, heute haben wir 20 bis 25 Impfungen, mal 2 Milliarden. Da kommt dann ein anderer Betrag zusammen. Ein billiges, einfaches, sicheres Riesengeschäft. Du hast auch als Gutachter in Impfschadensprozessen, Anerkennungsverfahren gearbeitet. Was hast du da so erlebt? Wie schwierig ist es, als Impfschaden anerkannt zu werden? In Österreich ist es so, dafür ist die eigene Behörde, das sogenannte Bundessozialamt, dafür zuständig. Und die haben ihre Gutachter bestellt und die haben natürlich offenbar jene Gutachter genommen, die gegen das Impfen sind. Und es kommt praktisch immer dasselbe heraus. Praktisch zu den allermeisten Fällen habe ich eben dann die Gutachten studiert, wo sich die Menschen an mich gewandt haben. Prinzipiell hat mit der Impfung nichts zu tun, immer dasselbe. Und wenn ein Kind heute geimpft wird und 3 Stunden später kommt ein hohes Fieber und wenige Stunden später ein Krampfanfall, hat mit der Impfung nichts zu tun. Stereotyp, immer derselbe Ausgang. Bedeutet, die Impfschadensansuchen werden prinzipiell beim ersten Versuch einmal abgeschmettert. Gibt es eine zweite Möglichkeit zu berufen, auch dann wird es meistens abgeschmettert. Chancen haben nur jene, wo die Öffentlichkeit davon mitbekommen hat. Wie es also in Kärnten passiert ist, ein Kind mit 12 Jahren wird gegen Hepatitis B geimpft und ist 2 Tage später blind, während der Schulzeit. Ja? Alle im Dorf, alle Schüler, alle Lehrer haben gesehen, vorgestern war die Impfung und jetzt beginnt er blind zu und dann ist er blindet nach 5 Tagen. Ja? Das können Sie nicht mehr leugnen. Ja? Oder man ist eine prominente Persönlichkeit. Dann geht es auch. Also ich bin heute so weit, dass ich sage, das ist eine Frage die wollen das nicht anerkennen und die sitzen, ihre Impfgutachter haben sie, die in ihrem Sinn entscheiden. Das ist praktisch fast aussichtslos. Wie kann es sein, dass ein Kind durch eine Hepatitis-Impfung blind wird? Hast du da eine Erklärung für? Wir machen uns viel zu wenig Vorstellungen, was Impfungen alles machen. Impfungen können alle Krankheiten erzeugen. Wir glauben immer nur, macht Hirnschäden, Lähmung, Blindheit, Taubheit. Ja, das machen sie. Ja, selbstverständlich, bitte, wir wissen nicht was. Allein was im Hepatitis B-Impfstoff, allein die Leber, wenn wir allein die Leber hernehmen, das macht ja eine akute Lebererkrankung. Unser großes Entgiftungsorgan. Wenn hier dann Stoffwechselprozesse sich ereignen, wo Nervenzellen absterben, das ist ja ganz klar, weil diese Stoffe nicht zur Verfügung stehen für den Hirnstoffwechsel. Ja? Dann natürlich muss man an die an die Zusatzstoffe denken. Ja? Aluminium, Nervengift, Quecksilber, Nervengift. Aber in der Summe aller dieser Dinge,
Da kommt es dann eben zu diesen Krankheiten. Es ist bekannt, dass auch zusätzlich Hepatitis B-Impfstoff ist, zusätzlich mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen wird der heute hergestellt. Und da wissen wir ja nach zu wenig. Das sind ja alles Versuche. Wir tun so, weil wir ein Labor sehen im Fernsehen mit weißen Mänteln und Schutzmaske und Mikroskop und Computer, meinen wir, das ist alles jetzt die Wirklichkeit, die Wissenschaft, die Forschung. Bitte, wir sind Anfänger, wir machen hier Versuche. Für viele hat die Impfkritik ja mit Dr. Buchwald, Impfen das Geschäft mit der Angst angefangen, wo er wunderschön Diagramme gemacht hat aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes und auch entsprechender Ämter anderer Länder, Erkrankungsfälle, Todesfälle und dann ein Kreuzchen gemacht hat für den Beginn der Massenimpfung und Quintessenz ist, Impfungen haben überhaupt nichts am Aussterben der Seuchen bewirkt. Du hast auch Ärzteseminare organisiert und auch mal Dr. Buchwald eingeladen, einen Vortrag zu halten. Kannst du uns mal erzählen, was das so für eine Veranstaltung gewesen ist und was für interessante Pikanterien dabei beobachtet und gehört werden konnten? Ja, Dr. Buchwalds Buch Impfen das Geschäft mit der Angst und seine Vorträge, der ist ja auch öfters nach Österreich gekommen, die waren natürlich für mich die letzte endgültige Bestärkung. Ich werde mich betätigen, gegen das Impfen aufzutreten. Das war für mich ganz klar, an diesem Zeitpunkt. Und Professor Dr. Buchwald hat in Graz auf der Kinderklinik eines Tages gesprochen und sein Buch bzw. seine Forschungsarbeit vorgestellt. Und in der ersten Reihe im Hörsaal, im großen Hörsaal in der Graz Universität, hat er vor Hunderten interessierten Studenten und Ärzten gesprochen. In der ersten Reihe sind die Professoren und Ärzte der ganzen Kinderklinik Graz gesessen. Und die waren nach dem Vortrag betroffen und still. Nur ein Professor, der war eben die Autorität für Impfungen in Graz, hat sich erhoben und hat dem Dr. Buchwald sehr höflich mitgeteilt, dass er unglücklich wäre, würde Dr. Buchwald einen Impfschaden, der dem Herrn Professor selbst passieren würde, als Gutachter hätte. Also er hat praktisch die Autorität des Dr. Buchwald unterstrichen. Ja. Später habe ich dann begonnen, Ärzte-Symposien abzuhalten mit dem Namen PathoVac, die pathologischen Wirkungen der Impfungen. Und da sind 50 bis 100 Ärzte gekommen. Und österreichische Ärzte haben sich daran beteiligt, haben Vorträge gehalten über die SMA, Hepatitis und Impfschäden und wie man Impfschäden behandelt. Und das haben wir 5 Jahre gemacht. Ja? Und da waren viele Ärzte bereits völlig unterwegs, auch gegen das Impfen öffentlich aufzutreten, was sie dann auch getan haben. Bis dann die Impfbetreiber nicht mehr zuschauen konnten. Und das war dann schließlich auch der Grund, warum sie über die österreichische Bundesregierung gedrängt haben, mir die Berufsausübung zu untersagen. Und das haben sie dann schließlich erreicht. Die Frau Minister Gdolski hat eben an die Ärztekammer den Auftrag gegeben, meine sogenannte Vertrauenswürdigkeit zu prüfen. Und wie ich diesem Gremium dann erklärt habe, dass ich meine Vorträge sicher weiterhalten werde und ich mich meinem Gewissen verpflichtet fühle, die Menschen über diesen Unsinn und über diese Schädlichkeit von Impfungen aufzuklären, wurde mir dann die Ärztelizenz entzogen und ich darf meinen ärztlichen Beruf seit 3,5 Jahren nicht mehr ausüben. Welches Gericht hat in diesem Fall entschieden? Das ist kein Gericht, das war eine Behörde. Das ist eine Anordnung der Regierung und die Behörde, die Ärztekammer, hat dann ganz einfach das ausgeführt. Das war kein Gericht, das war ein Bescheid einer Behörde. Gut, Dr. Leubner ist nicht vertrauenswürdig. Aus welcher Perspektive kommt diese Aussage? Wer kann dir nicht vertrauen? Es ist richtig, das sage ich jetzt ganz deutlich, Sie haben mir das Wort auf die Zunge gelegt. Du hast mir das Wort auf die Zunge gelegt. Ich bin nicht für die Industrie vertrauenswürdig. Ja? Nicht für meine Patienten, die haben nie einen Zweifel an mir gehabt. Es kam nie eine Beschwerde von Kranken, von Patienten, auch nicht von Ärzten, sondern von den Impfbetreibern. Ein ganz bestimmter Betreiber eines ganz bestimmten Impfstoffherstellers hat das von der Regierung verlangt.
Wie lange dauert das Berufsverbot jetzt schon an? Das ist jetzt bereits seit November 2009, das heißt, es sind bald 4 Jahre voll. Und ist da irgendwie, sind da noch Einsprüche oder derartige Dinge? Ich habe eine Beschwerde beim Höchstgericht eingelegt und es liegt jetzt beim österreichischen Verwaltungsgerichtshof, der, wie mir jetzt mitgeteilt wurde, im September in dieser Sache entscheiden wird. Es wird eine sehr, sehr schwierige Entscheidung werden, denn es erklären die Juristen, das hat große Folgen. Es wird große Folgen haben, der Entscheid.